Herzlich willkommen zum Kulturtalk. Heute haben wir jemanden aus der Volksmusikszene hier. Er ist nicht nur Chemiefäger und im ganzen Prättigen bekannt dafür. Er spielt auch noch Klarinette und ist seit 11 Jahren, wenn ich es richtig gelesen habe, vom Schweizerischen Volksmusikverband der Präsident vom Bündner Ableger. Habe ich es richtig gesagt? Also, ja, vom Bündner Verband. Ja. Vom Bündner ist Volksmusikverband. Ja. Ja, Präsident, jetzt ist es gegangen. Ja. Genau, Hitch Kessler. Hübsch bist du da. Ja, wie steht es eigentlich so um die Volksmusik? Zuerst einmal danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich herkommen darf, der Volksmusiktag. Ja, und die Volkskultur steht eigentlich gut, wenn wir gesamtschweizerisch betrachten. Es gibt natürlich so Regionen, die sehr stark sind. Das ist natürlich Bernbiet, die Innerschweiz und das Bündnerland. Und dann hat es halt Regionen, so wenn wir jetzt Schaffhausen ausgehen, in die Richtung, wo es näher ein bisschen halt Thurgau eher ein bisschen schwächer ist. Generell ist so, dass im Moment ein sehr grosser Boom ist im Schweizerörgeli-Bereich, also schon längere Zeit, dass fast alle Jungen, die Musik machen, aber Schweizerörgeli lernen zu spielen. Weil die Schweizerörgeli kann man halt dann auch noch ein bisschen Stimmungsmusik machen, wenn man singen kann mit Musik machen. Und das ist im Moment ein ganz starker Trend. Mhm. Wie ist jetzt das, also bei euch geht da alles zusammen? Also da sind die Ländlerkapellen zusammen, die Jodler auch. Also allgemein alles, was mit Volksmusik zu tun hat, kommt bei dir auf den Tisch? Nein, es ist so, der Verband, wir sind der Schweizerische Volksmusikverband und da ist eigentlich die Ländlermusik integriert mit all seinen Facetten, was unter Ländlermusik, Volksmusik geht. Jodlerverband ist wieder eigenständig, Schwingverband, diese Sachen sind eigenständig. Es gibt dann auch so gewisse Vernetzungen, IG, Volkskultur etc., wo man probiert, diese Sachen ein bisschen zu bündeln. Aber im Prinzip sind wir eigenständige Verbände und Vereine. Mhm. Und das Prättigau ist aber schon auch so ein bisschen Vorzeigeprojekt, oder? Also so dort klappt das recht gut mit dem Nachwuchs jetzt im Vergleich zu anderen Regionen, oder? Ja, das Bündnerland ist sehr speziell. Es ist eine starke Region, ist der Prättigau, Schamvik, dann aber auch noch Tomleschg noch ein Stück weit und dann gegen das Bündner Oberland auf. Dort nimmt es aber rapide ab. Dort ist dann natürlich die Ländlermusik nicht mehr so beheimatet. Dafür haben sie dann aber Chör, vor allem sehr gute Chör- und Blasmusik. Im Engadin ist auch eine recht aktive Volksmusikszene beheimatet. Natürlich mit der bekanntesten Formation mit den Engadiner Ländlerfreunden. Und bei uns im Kanton da ist natürlich die Kapelle Oberalp auch von den schweizweit bekannten Volksmusikern, die aktiv sind. Mhm. Hast du auch schon da geguckt? Der Der Arno hat auch schon erzählt. Ja. Was ist denn so eure Aufgabe als Verein? Ist das alle zusammenheben? Ist das vermitteln? Ist das so Sachen organisieren? Eben, du hast das Ländlerkapellentreffen, wo ja im Januar im Forum im Ried war. Jetzt habt ihr aber sonst noch in Bellinzona etwas. Also was ist eure Aufgabe als Verband? Also in erster Linie ist natürlich die Stärkung und Erhaltung von der Volkskultur. Das ist ja die Hauptaufgabe von unserem Verein. Und was wir machen eigentlich unter einem Jahr, wir haben eine Organisation, dass wir Stuben organisieren auf der einen Seite. Konzerte haben wir auch schon Konzertreihen organisiert mit Ländlermusikern. Das letzte Mal war jetzt im Frühling noch mit der Hanneli-Musik in der Postremise. Auch ein sehr schöner, guter Anlass gewesen. Und das Flaggschiff ist dann natürlich eben das Bündner Kapellentreffen, das 58. das dann nächstes Jahr am 14. Januar stattfindet. Dort haben wir bis jetzt wirklich einen grossen Erfolg mit dem Treffen. Es ist das älteste in der Schweiz, wo auch vom Radio übrigens SRF aufgezeichnet wird. Und dieses Jahr im Januar ist sogar eben Putz Musikwelle ist da gewesen, hat eine Fernsehsendung gemacht. Das ist auch super gut angekommen. Ja. Noch zurück auf Bellinzona, also das hat wieder mit unserem Verband nichts zu tun. Das ist das eidgenössische
Volksmusikfest in Bellinzona vom 21. bis 24. September. Und da haben wir eigentlich mit der Organisation gar nichts zu tun. Das ist dann der Kanton Tessin und der Schweizerische Verband, der das organisiert. Mhm. Aber ist jetzt, wenn jetzt so etwas ist, also lässt denn du da auch eine Mail an alle Kapellen so, also ja, fahren wir zusammen, gehen wir mit dem Bus runter oder irgendwie so? Nein, das ist heute schon so, das läuft alles über das Internet, vom Verband aus, vom OK aus. Also wir haben wirklich dort gar nichts zu tun. Wir tun einfach in unserer Zeitschrift, die wir haben, im Kantonalteil, wo wir drin haben, tun wir natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass man, wie man sich anmelden kann etc. Und mit dem Fahren, das wird ein grosser Aufwand, um das alles zu organisieren, weil aber jetzt Bellinzona ist natürlich nicht weit weg von uns, da fahren regelmäßig Postauto und das ist also wirklich kein Problem, um dort herzukommen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, eben auf der einen Seite hat es einen rechten Boom gegeben mit den Schweizer Röhrgali. Auf der anderen Seite ist die Volksmusik schon seit Jahren, habe ich das Gefühl, so ein bisschen veraltet. Also, eben, wenn man jetzt Prättigauer Power anschaut oder denkt, Länglers, sind das eher eigentlich Ausnahmeerscheinungen, oder? Wie ist es so der Durchschnitt von der Kapelle? Also, ist schon eher Ü50 eigentlich so, wenn man so den Altersdurchschnitt nimmt, oder? Ja, da bist du sicher, ja. Und interessant ist jetzt mit den Kapellen, die jetzt bekannt sind, noch so ein paar angesprochen vorhin, das sind eigentlich alle jetzt so ein bisschen ins Alter gekommen. Die spielen zum Teil 30, 40, bald 50 Jahre die Formationen und dann haben wir eine riesige Lücke. Zwischen denen gibt es eigentlich fast nichts mehr. Und jetzt ist wieder die Jugend, die nachkommt. Natürlich ist auch eine andere Volksmusik, die sie zum Teil machen, aber zwischen denen oder auch, es schneidet sich ja nicht, man kann beides machen, spielen die Formationen, die du jetzt angesprochen hast, auch die traditionelle Volksmusik natürlich. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist und auch bei uns, zum Beispiel bei Cappella Reticon, wir spielen auch recht traditionelle Musik, aber zwischen denen halt auch einmal dann so ein bisschen Stubbentergang-mäßig. Nein, auch mal ein Tango natürlich, oder ein Slowfox, ja. Wie erklärst du die riesen Lücke, die es dazwischen hat? Also ist das einfach automatisch irgendwann, wenn man jetzt zum Beispiel dann in die Lehre kommt, vielleicht, dass man nicht mehr so Interesse hat an der Musik oder Prioritäten anders setzt? Ja, es ist eigentlich noch schwierig zu erklären, weil dort mal so, ja, Anfang 80er Jahre war ein richtiger Hype mit Kapellen und übrigens auch Tanzband, weil die meisten Musikanten haben ja noch moderne Tanzmusik gemacht, viele von diesen Musikanten, die heute in der Ländermusik sind. Und das Loch ja, ist noch schwierig zu erklären, obwohl man ja wahnsinnig viel Geld investiert hat in Musikschulen etc. Und das sind ein bisschen wie dann zwei Sachen. Also Musikschule, die ihr Gärtchen hat, oder? Dann wir die Ländermusiker. Und jetzt ist man eigentlich auch dran, seit längerer Zeit schon zu probieren, das wieder ein bisschen zu vernetzen, Synergien zu schaffen. Und was uns eben halt fehlt im Kanton Graubünden, das sind wirklich die Klarinettler, wie wir sagen, die Bläser. Auch Akkordeon, Kontrabass, Guide hat es jetzt wieder ein paar Junge, die nachkommen. Aber was auch noch natürlich ein Volksmusikinstrument ist die Geige früher. Auch in Prättigau übrigens. Und da haben wir auch im Moment halt nicht viel wo jetzt nachher kommen. Und das ist eigentlich schade, weil die Volksmusik ist schon recht lebendig, wenn wir ja aus Mengadin eben Frenzlis zum Beispiel anschauen oder andere Formationen, die dort noch das ist ja gerade der da, gell? Ja. Das ist natürlich einfach ein Aushängeschild von der Bündner Volksmusik. Auch wieder Arno Jeli natürlich auch, ja. Also ist dann einfach so, dass wenn jetzt jemand Geige lernt, dass er eher ein bisschen in den klassischen Bereich geht, oder? Ja, das ist natürlich so. Und auch von der Musikschule, die Leute gehen dann eher in die Blasmusik auch. Und dort ist man jetzt auch dran, zusammen vielleicht ein bisschen Synergien zu schaffen. Also wenn jetzt vielleicht ein Bläser mal wirklich Interesse hat an der Ländermusik, dass er dort auch zu uns kommen kann. Und eigentlich dort probiert in die Ländermusik integrieren. Das ist halt anspruchsvoll, die Ländermusik, weil meistens ist man Solist als Bläser oder das Zweite.
Und das bedingt natürlich schon eine rechte Das ist nicht einfach nur Vorlaufzeit. Bis es recht tönt. ja. Was ich vielleicht ansprechen darf, ist die Jugendförderung, die wir jetzt seit rund 5 Jahren betreiben, und zwar recht massiv. Und dort ist Jolanda Kessler ist dort federführend. Früher war noch Christine Kasper, sie ist jetzt nicht mehr, aber dafür haben wir jetzt einen jungen Musiker, der Andreas Flütsch von der Fos Larette. Und sie treiben jetzt das auch recht voran mit den Jungen. Auch zu vernetzen vor allem. Es hat viele so einzelne Musikanten umeinander, aber wenn sie nicht zusammenspielen können, dann verleidet es jetzt mal, und so probiert man auch die Leute zusammenzunehmen in Musikgruppen. Und dann haben wir haben jetzt auch schon Erfolg gehabt, haben verschiedene Gruppen, die wir auch unterstützen können, die jetzt recht gut laufen. Ja. So Kapella casten haben. Ja. Oder? Hat das auch was erhoffen, also die Jungmusik vor der Prägung auch, also die Musikgesellschaft Grüsch hat ja letztes Mal so einen Instrumentenparcours gemacht und dort war eben die Jolanda glaube ich auch gewesen, und hat mich noch angehauen und hat auch Flyer von euch gehabt und von der Musikschule Prägung auch. Erhoffen ihr euch, dass durch die Gründung von dem vielleicht auch einer, zwei vielleicht noch so ein bisschen erliegt, so im volkstümlichen Bereich zu wechseln oder parallel dazu das noch zu machen? Ja, man erhofft sich natürlich das schon, weil mir ist jetzt vor allem aufgefallen bei den Blasmusiken, was Harmonien sind, hat es jetzt sehr viel Holz, also Saxophon vor allem auch sehr viel, ist übrigens auch ein Ländermusikinstrument, und Klarinette. Und wir haben vielleicht schon die Hoffnung, dass der eine oder die andere dort vielleicht einmal auch zu uns kommt, Ländermusik probieren zu spielen und so vielleicht auch mal Freude daran bekommt an dieser Musik. Das ist sicher auch das Ziel von so Aktionen, die wir jetzt machen. Da. Aber also so die klassischen Blechinstrumente, die passen ja glaube ich nicht in das Ding hinein, oder in den Kosmos von euch. Also früher schon. Also ganz am Anfang von der Ländermusik, wir reden jetzt da um 1900 dort ist natürlich praktisch Blech noch drin gewesen, so Flügelhorn, Trompeten in der Regel, aber dann zusammen mit Geige und Klarinett. Akkordeon ist dann erst ganz zögerlich reingekommen, und das hat dann so richtig von den, man kann sagen, 20er Jahren weg, 1900 den Fuß gefasst, dass wir jetzt heute die traditionellen Besetzungen haben, wie die Innerschweizer Besetzung, Bündner Besetzung, oder dann aber die Berner Formationen mit den Örgeli. Das ist dann so die Stil, die sich in den letzten 50, 60 Jahren herauskristallisiert haben. Natürlich nicht vergessen auch die Appenzeller Musik. Das ist natürlich etwas, wo wir die auch noch Zackbretter dazu, oder? Das ist dann natürlich ganz eine andere Musik. Das hört man auch, die kommt natürlich aus dem Osten ursprünglich. Mit Geigen, Hackbrett und auch das Melancholische. Nicht nur aus dem Osten von der Schweiz, sondern aus dem richtigen Osten. Also hängt natürlich auch ein bisschen in Richtung Zigeunermusik, wie man, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf. Mal, ich glaube schon. Also wir haben Bündner Spitzbuben auch mal da im Interview. Sie haben ja noch so jenische Wurzeln. Ja, genau. Und ich habe mit ihnen, mit dem Senior darüber diskutiert. Er ist noch recht stolz auf das. Und es tönt halt auch ein bisschen anders, wenn du das im Blut hast, glaube ich. Das ist schon. Das ist natürlich eben der Zwick, wie man sagt. Das ist natürlich speziell auch für andere Musikarten. Und gerade bei den Appenzeller hört man es halt schon speziell daraus, auch die Molltonarten, wo das Melancholische gibt. Und bei der traditionellen Musik heute gibt es dort natürlich auch Spitzenmusiker, die moderne Ländermusik machen, die also absolut top sind. Und übrigens auch in der ganzen Schweiz Ländermusikformationen spielen zum Teil auf einem Wahnsinnsniveau. Also da bringt man sie jetzt mal fast nicht zu, wenn man das live hört, was die spielen. Sind vielfach aber schon Profimusiker, die nach der Ausbildung, sei es klassisch oder Jazz, dann eben auch in die Ländermusik kommt, wie zum Beispiel ein Pius Baumgartner ist ja ein sehr gutes Beispiel. Ein super Bläser, Saxophon und Klarinett, der bei den Swiss Länder Gameler spielt. Und so Dani Häusler natürlich, klar auch, ein ausgewiesener Profi. Und das hat dann auch das Niveau von der konzertanten Ländermusik, sagen wir jetzt einmal, auf einem höheren Level
aufgekiest. Und der bekannteste für mich Albino und einer der besten der Schweiz ist der Carlo Brunner. Weil er ist schon so viel lang aktiv. Ja, den gibt Der es immer noch. Das ist unzerstörbar. Ja, und ist einfach auch ein Wahnsinnsniveau, das die musizieren. Ja. Also würdest du sagen, ist auch so der Spalt zwischen professioneller und so hobbymäßig ist doch einfach recht gross geworden? Ja, zum Teil. Wir haben auch Amateure, die auf einem recht hohen Niveau musizieren, weil das ist ja vielfach einfach eine Frage vom Üben. Und auch in den besten Zeiten haben die Musikanten, die heute gut spielen, haben sicher 1 Stunde bis 2 Stunden im Tag geübt, die auch selber seinerzeit, die ich in Zürich gearbeitet habe. Und dass man dann dort auch auf ein gewisses Niveau kommt. Aber der Profi ist dann dort natürlich noch eine Stufe höher, ist klar mit dieser Ausbildung, auch wenn es komponieren geht oder arrangieren geht von Stück. Aber zum Teil ist es eigentlich der Unterschied jetzt von den Formationen nicht so wahnsinnig weit auseinander. Zum Teil, sage ich jetzt einmal, bei den spitzen Amateurformationen und bei den Profikapellen. Mhm. Du hast noch etwas gesagt, von wegen, es gibt eine Bündnerbesetzung, es gibt eine Appenzellerbesetzung. Also, wie muss man sich das vorstellen? Also, ist die Bündnerbesetzung so klassisch 2 Handorgel und ein Kontrabass? Nein, das ist also die typische Bündnerbesetzung, die es etwa seit den 40er Jahren so Grössenordnung gibt. Später den Peter Zinsli natürlich sehr bekannt gemacht hat, sind 2 Klarinetten, 2 Orgel und ein Bass. Das ist eigentlich die ultimative Bündnerbesetzung, so wie man es von früher her kennt, auch im Fernsehen seinerzeit, im Wieselgier in der Regel so gekommen ist. Es wird dann aber auch zum Teil mit dem Akkordeon begleitet, Engadiner Ländler Freunde oder auch Kapelle Oberalp zum Teil. Wir haben jetzt auch 2 Akkordeon, weil wir halt doch auch mit dem Saxophon und noch Innerschweizer Musik machen, sind wir ein bisschen vielseitiger so. Und wir haben jetzt auch das Problem, dass die traditionelle Bündnermusik, ja, es hat nicht mehr viel jetzt wo noch wirklich im alten Stil so musizieren. Was ist denn das, wenn Sie noch eine Gitarre dazu nehmen? Wird längeres? Das ist eigentlich ein Volksmusikinstrument. Gitarre hat es übrigens auf ganz alten Aufnahmen mit Kasi Geiser schon drauf, weil es dort mal technisch der Kontrabass noch nicht aufnehmen können. Und wenn es mit der Gitarre ein bisschen züpfelt. Ein Profi aus dem Tonhallorchester, so wie es heisst, die Geschichte genommen und das eingeübt. Und der hat dann natürlich Bassseite schon gehabt, auch und Kontra. Schlag ist sehr bekannt, bei der Oberkreiner Musik natürlich die Gitarre. Es gibt halt einen unheimlich guten Rhythmus mit der Kontra.